Bist du ein Scheiß wie? What the fuck? Rameidung ist so ein Dreck gegen die. Mein Tunnelexperiment ist ein Fehlschlag und meine Rameidung sind auch weggerannt. Dann werde ich mit ein paar ausgewählten Abschiedsworten ebenfalls verduften. Also, glaubt nur nicht, dass ihr gewinnt, ihr ahnungslosen Ranger. Team Nachtschatten wird euch verdunkeln, jawohl! Passt bloß auf! Verdunkeln? Aha, der Kerl war also doch so ein Nachtschattenfischling. Aber da war nirgends ein Konkiga im Umkreis. Wie hatte die Rameidung kontrolliert? Es hat sich nun ein größeres Rätsel ergeben, aber wir haben zumindest herausgefunden, wodurch die Erschütterungen verursacht wurden. Dass wir die Rameidung befreien konnten, ist ein zusätzlicher Bonus. Das bedeutet, Mission geschafft. Ranger-Pose. Warum macht Urska Ranger-Pose? Lass uns der Dame Bescheid sagen, die uns von dem Nachtschatten-Typ erzählt hat. Ja, weiß sind sie ja nicht wirklich kämen, gell? Wir haben die Ursache der Erschütterungen festgestellt und das Problem gelöst. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen. Vielen, vielen Dank, Ranger. Marmeladehersteller. Da passiert doch bestimmt nichts Schreckliches, oder? Falls Sie irgendwelche zwielichtigen Gestalten sehen, gehen Sie ihnen bitte aus dem Weg. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte umgehend die Ranger-Vereinigung. Das ist alles, was wir zurzeit sagen können. Wir müssen jetzt nach Brisenau zurück. Mare, deine Leistungen in letzter Zeit waren herausragend. Du hast dich definitiv für Ranger Rang 4 qualifiziert. So schaut's nämlich aus. Was können wir jetzt damit anstellen? Gift ist anwendbar. Geist ist anwendbar. Psycho. Unlicht, ich wollte gerade sagen, dann muss Unlicht auch. Okay. Ja, viele Sachen. Was der Hauptsache ich so hol mir nur mal ein paar Pokémon und nutzt die dann nicht. Dodo. Können wir jetzt Dodos reiten? Falls du müde bist, etwa vom Klettern auf Klippen, sind Dodo ein willkommener Anblick. Und wie der Zufall so spielt, sind da gerade zwei. Wir sind im Geschäft. Da du nun Rang 4 erreicht hast, kann ich dir die Fähigkeit Agilität beibringen. Aber als erstes fangen wir mal diese Dodo. Eins für jeden von uns. Danach erkläre ich es dir. Ja! Dodo. Hey, du da, Dodo. Es greift durch Picken mit seinen scharfen Schnäbeln und durch Sturmangriffe an. Agilität, Kartenfähigkeit. Ich habe meins ein bisschen schneller gefangen als du deins. Bruh, halt die Fresse. Durch die Fähigkeit Agilität der Dodo kann man auf ihn reiten. Und das so schnell wie der Wind. Auf jeden Fall schneller als wir rennen. Berühre dein gefangenes Dodo, du wirst gefragt, ob du reiten möchtest. Ui. Let's go. Betritt aber bitte kein Gebäude, während du auf deinem Pokémon sitzt. Zum einen ist es nicht sicher und zum anderen äußerst unhöflich. Also dann reiten wir nach Brisenau. Jeha! Let's go! Wie schnell sind wir? Ui. Das ist natürlich stark. Klären wir nur mehr Dodo mitnehmen? Ich sehe schon, du bist auf Patrouille. Mein Name ist Herbie und ich bin Wissenschaftler bei der Ranger-Vereinigung. Allerdings bin ich noch in der Einarbeitungsphase. Professor Hastings hat mir aufgetragen, primär Pflanzen-Pokémon zu studieren. Derzeit brauchen wir einen Mirapla für unsere Forschungen. Okay. Bisher konnte ich keins finden. Ranger, bitte kannst du mir eins herbringen? Ja. Ich habe jetzt schon gemeint, du brauchst einfach irgendwelche Pflanzen-Pokémon und ich habe eben gerade Kinoso freigelassen. Das war natürlich Blödwin. Was war das nochmal? Tackle haben wir braucht, oder? Ja, Tackle. Ein Tanzer hat Tackle, gell? Ja. Jetzt muss ich von Dodo absteigen. Ja, das ist ja belastend. Das ist cool nicht.
Also wie man auf Dodo reitet, kann man keine Fähigkeiten einsetzen. Das ist natürlich nice to know. Danke, du warst uns eine große Hilfe. Dennoch werden wir mit unseren Studien vorankommen. Letzten Endes wird es uns auch dabei helfen, die Leistung deines Fangkampfs zu verbessern. Ja, hey. Optimal. Jetzt noch schön weiter forschen. So mag ich das. Und was kriegen wir? Was kriegen wir? Feuerabwehr. Mhm. Das Stegner möchte einen Auftrag. Sag mal, Ranger. Ich frage mich, ob du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun könntest. Es ist etwas, das du während einer Patrouille erledigen kannst. Kannst du kurz auf einen Besuch bei meiner lieben alten Mutter vorbeischauen? Wie du siehst, erlaubt mir mein Brückenjob nicht viel Zeit daheim zu verbringen. Meine liebe alte Mutter kann die Gesellschaft gut gebrauchen. Sie plaudert gerne, so viel ist mal sicher. Okay. Und wo ist es? Ich weiß das sehr zu schätzen. Du weißt, dass mein Haus hier in Havelbrück ist. Halte nach dem Springbrunnen vor dem Haus Ausschau. In Ordnung? Ah, wait. Okay. Nevermind. Ich habe mir schon mal noch Aufträgen umgeschaut in Havelbrück. Oder waren halt irgendwie nirgends mehr, ne? Dafür haben wir es jetzt. Und ich laufe in der Radfahrerei. Ja, okay, da gibt es so mehrere Aufträge. Wunderbar. So, Springbrunnen, Springbrunnen. War doch rechts. Springbrunnen. Da ist der Springbrunnen. Horst. Das war's jetzt mit dem Dodo-Reiten. Bist du das? Man hat mittlerweile herausgefunden, warum die Pokémon sich so seltsam benommen haben. Okay, das bist du nicht. Okay. Du bist es. Ja. Oh, hallo. Wie geht es dir? Es freut mich, euch Ranger auf Patrouille zu sehen. Es ist schön zu sehen, dass jemand so jung ist wie du diese Aufgabe verrichtet. Du solltest dich aber etwas ausruhen. Nun, Ranger, soll ich dir eine Geschichte erzählen? Ich werde dir ein altes Märchen aus der Almir-Region erzählen. Okay, dann hören wir mal zu. Alter, für die gemütliche Mucke. Vor langer Zeit, regierte ein alter König über Almir. Der König von Almir hatte 3 Söhne, jeder von ihnen ein Kronprinz. Der König war ein gutherziger Herrscher, der nur an Frieden für sein Reich dachte. Er strebte nach Harmonie zwischen seinem Volk und dem Pokémon. Aber die 3 Prinzen, jung und voller Tatendrang, konnten sich nicht zurückhalten. Sie verbitterten und kämpften mit wilder und ungestümter Hemmungslosigkeit. Als es keine andere Möglichkeit mehr gab, entschied sich der alte König unter großer Pein, die Prinzen zu verbannen. Den ältesten Sohn, gekleidet in Rot, schickte er in ein vulkanreiches Land. Den zweiten Sohn, gekleidet in Gelb, schickte der König in ein Wüstenland. Dem jüngsten Sohn, gekleidet in Blau, gestattete er zu bleiben. Dieser machte sich von da ab auf Schloss Almir gemütlich. Der einst gutmütige König wurde von Zorn, Einsamkeit und Schuldgefühlen zerfressen. Diese Gefühle verwandelten sein komplettes Wesen. Die Dunkelheit in seinem Herzen brachte die Dunkelheit in die Welt. Die Dunkelheit in der Welt entwickelte einen fortwährenden Sog. Und damit bin ich auch schon am Ende angekommen. Das ist alles, was mir von diesem alten Märchen aus dem alten Almir noch einfällt. Ich bin mir nicht sicher, wie es weitergeht. Es gibt zu viele Abwandlungen. Hat dir die Geschichte gefallen? Tut mir leid, dass ich sie dir nicht ganz erzählen konnte. Außerdem danke ich dir für deinen Besuch. Du bist ein gutherziges Kind. Alright then. Ist Hobby nur für den Fangcom gemacht. Yeah, Auftrag. Flugabwehr, alles klar. Nach der Aktion gegen Ramaidon war Gesteinsabwehr gar nicht mal so scheiße. Eieiei. Aber das hätte man vorher noch nicht kriegen können, oder? So, Gesteinsabwehr. So, und da hinten im Havelbrückner Hafen gibt es noch einen Auftrag. Ranger, freut mich, dich zu sehen. Bitte hör mir zu. Heute Morgen habe ich mir hier ein Luminion gefangen, aber der angelnde Mann will mir nicht glauben. Du lügst wie gedruckt. Sieh mal, Kleiner, ich habe hier schon vor deiner Geburt geangelt. Und wie viele Luminion habe ich in dieser Zeit gesehen, geschweige denn gefangen? Richtig, kein einziges. Warum bist du... Bitte, Ranger. Kannst du mit einem Boot auf das Havelmeer rausfahren? Bitte, du musst für mich bestätigen, dass es wirklich ein Luminion gibt. Du machst es? Nun, wenn du ein Luminion fängst, werden seine Daten in dem Verzeichnis gespeichert.
Das wird als Beweis reichen. Alright. Ich weiß gar nicht, was ich erst schon gefangen habe. Luminion. Und jetzt ab mit dem Schiffel raus. Kapitän Habemeer. Ich möchte aufs Habemeer, danke. Let's go. Na dann, fort mit dir. Hui. Hey, ich hab doch noch gar nicht das Atemschutzding, oh. Das Unterwasser-Atem-Ding, oh. Wo finde ich ein solches? Ich habe gerade eine böse Vorahnung. Und zwar, dass das ungefähr das gleiche sein wird wie Totaido-Fanger. Okay, es steht, dass dort Totaido ist. Aber Core Luminion. Da, doch! Hey! Da ist er vom Luminion. Ist es vielleicht ein bisschen schwerer zum Fangen als Totaido? Kann das? Es wirkt ungefähr gleich gerade. Jetzt hätten wir es sogar fast. Zack. Das war jetzt gewesen, wenn wir einen Counter mit Totaido gehabt hätten. Nicht Luminion. Yo, hallo? Schilder eine Basis. What the fuck? Alter, das ist für Assi, wie du so lange Angriffe immer machst, ist ja klar, oder? Oh, es ist Assi. Das ist wirklich Assi, hä? Ey, komm! Ayo! Du Drecksvieh. Du bist so ein elendiges Drecksvieh, ist ja klar, oder? Du Scheißvieh, Alter. Bist du ein Scheißvieh? What the fuck? Rameidung ist so ein Dreck gegen die. Weh, du gehst jetzt doch. Schwester. Nein! Wow. Den da. Was bist du für ein Scheißvieh? Wirklich. So lange Angriffe zu machen, dass du keinen einzigen Kreis ziehen kannst. Mit den beschissenen Dreckspokestärken Olli Wasser kannst du nichts anfangen. Völliger Bullshit. Und dann ist komplett die Leiste wieder weg. Alter, das war mit Abstand das beschissenste Pokémon bisher zum Fangen. Mit Abstand. Wenn ich dafür kein kurz Upgrade für den Fangcom kriege, dann... Dann ist es erstmal vorbei für mich. Dann geh ich was essen. Siehst du, ich habe doch gesagt, dass es ein Luminion gibt. Warum sollte ich auch lügen? Na, jetzt ist er ganz still geworden. Hat mein Auftrag Spaß gemacht? Nein. Nein. Gar nicht. Das war nicht mal... Das war einfach nur Totaido wieder aufgewärmt und ein übel beschissenes Drecks-Pokémon zum Fangen.
Gesteinabwehr, da haben wir's. Besser ist es. Wirklich. Nur mehr Glück gehabt. Pff. Unfassbar. Und westlich in Havelbrück haben wir auch noch einen Auftrag. Ranger, Nasknet. Worum es geht, willst du wissen? Die Antwort ist Nasknet. Es lebe Nasknet. Alles andere ist nicht gut genug. Nimm mir mein Essen weg, aber nicht Nasknet. Ich kann dir jetzt nicht sagen, warum, aber bitte bring mir ein Nasknet. Ein Nasknet, aber im Eiltempo. Bist du damit einverstanden? Okay, aber... The fuck? Macht keinen Sinn, aber okay. Das Ding ist halt... Nasknet ist halt... in der Ozeanhöhle, sonst wüsste die nirgends was. Das ist fucking weit weg. Also zumindest ist Nasknet nicht so eine beschissene Aufgabe wie Luminion. Oh, es ist der Nasknet. Haha, es ist so lustig. Das Nasknet sieht urkomisch aus. Ich liebe Nasknet, dafür gibt es keinen bestimmten Grund. Danke, Ranger. Danke, Nasknet. What? Wir haben einen Auftrag und jetzt kämen Nachtschatten. Stehen geblieben. Und zwar genau dort. Hey, ich bin ein Bösewicht, das gebe ich zu. Aber selbst ich mache so etwas Egoistisches oder Leichtfertiges nicht. Der Ranger verdient eine Entschuldigung. Außerdem lachst du zu viel. Das ist dem Nask gegenüber echt gemein. Das stimmt. Das war ein egoistischer Auftrag. Was ich getan habe, war weder dem Nask noch dem Ranger gegenüber fair. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Gut, du siehst also deine Fehler ein. Ich begebe mich nun wieder zurück auf meine kriminellen Pfade. What the fuck? Das war ein weirder Abstecher vor dem Nachtschatten-Dude. Ey, wie dumm das einfach ist. Bodenabwehr, geil. Wie dumm das einfach ist. Auf einmal kommt so ein Nachtschatten-Typ, der sagt so, yo, Alter, war echt nicht cool und geht wieder weiter. Yay! Mehr Upgrades. Upgrades, people. Upgrades. Mein Sohn und seine Frau, sie streiten und zanken sich wegen der kleinsten Dinge. Sie streiten sich so sehr, dass unser Evoli genug hatte und das Weite gesucht hat. Es gibt ein Sprichwort, das beim Übersetzen seinen Sinn einbüßt. Wie wäre es also mit dieser Alliteration? Unser Evoli hielt die heimische Herumstreiterei für Herzzerreißer und huschte aus unserem Haus. Jetzt zanken sie sich über das Verschwinden von Evoli. Es ist wie schlechtes Theater, das einfach kein Ende nehmen will. Tust du mir einen Gefallen? Suchst du unser verschollenes Evoli und bringst es zurück? Natürlich. Ah, du suchst also unser Evoli. Dafür bin ich dir dankbar. Ich weiß nicht, ob das weiterhilft, aber unser Evoli liebt die Meeresbrise. Dann gehen wir zum Havelbrückener Hafen. Ich hab Bock auf ein Evoli. Und zwar richtig heftig, ja. Das Problem ist halt leider, dass wir das Evoli nicht peuten können. Ja, das Evoli wird halt wahrscheinlich einfach nur für den Pokédex gut sein. Und das war's halt dann schon wieder. Außerdem bringt es so nicht viel, weil wir können halt keine Entwicklungen machen. Von dem her. Ach komm, radikal, komm schon. Radikal. Karl! Da ist es tatsächlich. Oh mein Gott, Evoli! Wie putzig. Also es gibt anscheinend auch in Aufträgen, wenn wir es schon ein paar Mal gesehen haben, unique Pokémon, die wir sonst anscheinend nicht normal finden werden. Das heißt, wir müssen die Aufträge machen, um den Pokédex zu vervollständigen. Es bewegt sich schnell hin und her und führt Sturmangriffe durch. Grüß dich. Digga. Radfratz, bist du irgendwie blöd? Ah, unser Evoli ist zurück. Danke, danke. Ihr beiden, hört sofort mit der Streiterei auf. Ihr schuldet diesem Ranger euren Dank. Ach, das sind die? Danke. Was für ein Benehmen ist das denn bitte? Seid vielen Dank. Ah, Evoli, ziehen wir allein los. Ranger-Pose. Wir haben den Auftrag erledigt. Aber wenn die sich immer nur streiten, scheiß drauf. Dafür kriegen wir Stahlabwehr. Knurr. Oh, beachte mich gar nicht. Ich versuche nicht, dich zu erschrecken. Es ist nur mein Magen, der so knurrt. Er knurrt so vor lauter Hunger. Du glaubst es vielleicht nicht, wenn du mich so ansiehst, aber ich bin ein Naturliebhaber. Ich freue mich darauf, Mittagspause im Schatten von Baumkronen zu machen. Weiter allerdings blieb mir diese einfache Freude versagt. Nein, sie wurde mir weggenommen. Knurr.
Während meines Nickerchens ist der Pokémon mit meinem Essen verduftet. Ich habe gesehen, wie dieses boshafte Pokémon damit in den westlichen Teil des Waldes geflitzt ist. Wenn ich von diesem hungrigen Pokémon gewusst hätte, hätte ich mehr Essen eingepackt. Ranger, bitte hilf mir. Das Pokémon hatte 2 Schwänze, deren Enden wie Hände aussahen. Ambidiffel? Großartig, dann lass ich dich mal machen. Geil. Es ist also praktisch wieder ein Pokémon, das uns nur um Pokédex fällt. Ich wollte eigentlich vorher schon so auf Griffel tippen, aber nachdem er so gesagt hat, der 2 Griffel. Da, ja, Tatsache. Geil. Hallo. Ambidiffel. Oh. Let's do Pokestärke. Au, shit. Hätte ein bisschen besser aufpassen müssen. Der Treffer war unnötig. Er schleudert Steine und Felsen mit seinen Schwänzen, um anzugreifen. Oh richtig, es war also ein Ambidiffel. Hör mal Ambidiffel, nächstes Mal koche ich auch etwas für dich. Ich wüsste gern, was du so magst und was nicht. Darum habe ich dich von dem Ranger herbringen lassen. Ambidiffel, hast du großen Hunger? Hat das Feuer dich derart mitgenommen? Oh ja, Ranger, ich darf auf keinen Fall vergessen, vielen Dank hierfür. Ambidiffel, möchtest du mit mir zusammen dort drüben einen Nachtisch essen? Oh, putzig. Jetzt haben sie sie gefunden. Und wir kriegen ein Upgrade. Power Plus. Erhöht Funcom Power um 3. Einfach so. Hä? Ja, das ist natürlich... Ah, so. Ich hab gar nicht gewusst, dass das geht. Ich hab gemeint, wir können nur Power nur leveln. Klar war mir jetzt erstmal nur so Abwehr lieber gewesen, weil das können wir nicht leveln. Und momentan leveln wir nur relativ gut, weshalb es an der Power jetzt momentan nicht scheitert. Aber trotzdem. 3 Power mehr. Take it. Es waren schon wieder so 2 Level dann gewesen. Ach so, der kleine Boy hat auch noch einen Auftrag. Okay, ich wollte zuerst erstmal Zepurze mitnehmen. Aber das mal ein bisschen was anderes sein. Man versteht es mir nicht falsch, Cocknor ist ein echt geiles Vieh. Und mir eigentlich auch lieber als Zepurze, also vom Pokémon an sich einfach. Aber ich weiß halt einfach wirklich nicht, ob ich die Pokestärke jetzt schon herzeugt habe, die Käfer, keine Ahnung. Weil das Storner schmeißen finde ich jetzt nicht so geil, da war halt Elektro wesentlich nicer. Ranger, ich muss etwas loswerden. Hörst du auch zu? Ich bin also den Windspielhügel hinaufgestiegen. Da sah ich ein Schelast am Rand der Klippe. Es sah aus, als sei es in Not gewesen. Der Windspielhügel eignet sich perfekt für Picknicks. Er liegt oberhalb vom Strand neben Briesenau. Ja, das weiß ich. Hilfst du dem Schelast? Ja. Dann schon wieder ein uniques Pokémon nur durch einen Auftrag. Das finde ich ganz geil, dass sie da an den Pokémon dann mit einbinden. Schelast. Oh. Bis zum Abstürzen. Oh, tatsächlich. Alter. Ja klar, wir fangen's. Haha. Was so? Auffanger. Haha. Oh. Ich hätte jetzt so ganz gerne die Pokestärke herzeugt, aber na... Das ist A-Partner. Ja, sorry, aber dann scheiß auf Zepurze schon wieder. Digga. Das wäre sowas von Schelast mitgenommen. Sowas von der Schelast mitgenommen her. Mann, Zepurze tut mir irgendwie viel leid, weil ich finde alle anderen Pokémon bisher, alle anderen Partner-Pokémon bisher, cooler als Zepurze. Schelast hat sich dir als Partner-Pokémon angeschlossen. Ja. Ja, Schelast. Let's go. Oh, Zepurze, Alter. Die. Schelast ist nun dein Partner-Pokémon. Und wir kriegen Core-Upgrade, weil wir halt jetzt Schelast heute als Partner-Pokémon gekriegt haben.
Das muss langer.